Kapitel 6. Wahrheit von vor 5 Jahren. Ugh, it's so dusty in here. I bet no one's been inside this place for years. Do you remember anything? I don't know. But I have been here before. Maybe looking around will jog your memory. Mm-hmm. Still scared? Honestly, yeah. But I have to remember. Even though facing the truth can be hard. In the end, it's always for the best. Okay, let's take a look around. Right. So, dann geht's los. Gunther Relad erstmal. So, da haben wir ja in der letzten Folge, das hat sich halt gerade so schön ergibt, dass wir dann mit dem Kapitelende aufhören und deshalb haben wir jetzt halt angefangen und dann durften wir jetzt die ersten 2 Minuten oder 1 Minute noch was ohne mein dummes Gelaber ausbringen. Ist doch auch mal was. Aber jetzt bin ich schon wieder da und jetzt laber ich euch wieder irgendeine Kacke ins Ohr. Aber zuerst gucken wir mal, was im Regal da ist. Sind das Werkzeuge, um Uhren zu reparieren? Sieht ganz schön staubig aus. Und so viele Bücher. Sind das technische Bücher über Uhren oder so? Jesus. So, was haben wir dann hier? Ein Schreibtisch. Der Schreibtisch wurde wohl als Werkbank genutzt. Ja, kann ich doch nicht irgendwie... Scheinbar nicht. Okay. Hängt da oben eine Uhr? Ja. Oh, ein Glück aber auch. Moment. So 5:02 ungefähr, aber so wacht. Nah. Okay, alles klar. Warst du aber halt bei dem nicht auch 5:02 oder so, wo er aufgehört hat zu gehen? Heißt das dann, dass Tito in A aufgehört hat? Das wäre aber krass. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Blub. Tja. Do these stairs go on forever or what? Naja, Aufzug gab's wohl noch nicht. Na? Ah. Whoa, check it out. You can see the clock faces. Ach so. Krass. Okay. Jetzt will ich aber selber wissen, wie das Ding da jetzt die Zeier bewegt. Wann... Ah, okay. Das This ist thing is huge. Gedönse da. Was geht's noch her? Ah. There's a ladder. I guess it goes even higher. Was geht ab? Hast du Erinnerung? Was ist eigentlich mit dem seiner kleinen Schwester? Ich glaube, das Geheimnis dreht sich ja irgendwie um die kleine Schwester. Da, guck. Matthew, there's a bell up there. Er macht Sache. Matthew? I just remembered something. I brought Kelly here a long time ago. Kelly's your little sister, right? Yeah, the clock tower wasn't locked up back then. Kelly loved it here. She said it was like a secret hideout. I made a deal with her when we played up here. What deal? When the bell rang 6 o'clock, it was time to stop playing. But then, we'd go meet Dad at his office. And the 3 of us together would go home and see Mom. I see. It's great that you remembered all that. Meine Mutter hat immer gesagt, daheim sind, bevor es dunkel ist. Und, ja. Nee, ich glaube, um 5 oder so ist mein Vater als heimgekommen. Und, ja, ja,
Halt Dorf, ne? Kannst von quasi überall hast die Kirche sie kennen. Zur Not hast du halt gehört, wenn sie gebimmelt hat. Und dann, okay, 5, alles klar, geh ich heim. Wir haben ja damals, also damals, noch in grauer Vorzeit, als ich noch ein kleiner Depp war, haben wir auch keine Mikrowelle gehabt. Und deshalb hat es schon einen Grund gehabt, dass du um 5 daheim warst oder halt so um 5 Uhr spätestens geguckt hast, dass du daheim kommst, weil die Mutter halt geguckt hat, dass, wenn der Vater abends heimkommt, dass warmes Essen gibt, weil Vater war halt schaffen, ne? Und dass der halt was Warmes zu essen kriegt und mir dann halt auch Abend essen. Und weil wir dann halt so spät waren, dann war das Essen kalt. Es hat natürlich die Möglichkeit gibt, wenn es zum Beispiel Suppe oder sowas war, das nochmal warm zu machen auf dem Herd. Aber wenn es, keine Ahnung, irgendwie Fleisch oder irgendwie, keine Ahnung was war und war halt nichts mit Mikrowelle, hast halt Pech gehabt, hast du was Kaltes Sure, essen müssen. but why just that? Tja. I can't even remember where my dad worked. Even though Kelly and I would walk to his office all the time. It's okay. I'm sure you'll remember some more soon. Maybe hearing the bell will jog some more memories. Like where my dad's office is, or how to get there. Wie? Er war doch schon drin. It's worth a War shot. das nicht so... Was soll denn die Kacke hier? Let's try Naja. to give it a ring. Genau. Give it a ring. Okay, ja, ich sehe, wie das so funktioniert. Und das Truller dann da. Und die haben alle dieselbe Uhrzeit. 5 noch. Nee, Moment. Ja, 5 vor. Ja, nicht ganz 5 vor. 6. So. So. Okay, ich guck mal, hoppala, dreh dich mal, Kamera, die ist Maschinenschar. Das Gerät kann die Uhren bewegen, falls ich herausfinde, wie es funktioniert. So, wie geht das? Das weiß ich nicht. Vielleicht ein Steuergerät. Hier ist was. Ah, guck mal, da brauchen wir 3 Schlüssel. Hier sind 3 Schlüssellöcher. Vielleicht passen die Schlüssel. Ich würde sagen, das ist der Schwertschlüssel. Einfach weil die Spitze vom Schwert da hin zeigt, weißt du? Ah ja, super, der passt, siehst du? Dann ist... Moment. Was ist es? Alter, ist das verwirrend. Guck mal, jetzt bin ich rechts, aber der Pfeil zeigt nur links. Ist egal. Das in der Mitte ist der Mondschlüssel. Alright. Zack. Und dann bleibt ja nur noch einer übrig. Das wäre der da. Und das ist dann der Blumenschlüssel. Alright. So, super, der passt. Alle 3 passen. Alle 3 Schlüssel sind in Position. Was No ist? good, huh? Nichts passiert. Okay, was ist jetzt hier? Ach, Rehe. Ja, auf was stelle ich denn das jetzt? Das ist eine verdammt gute Frage, ne? No good, huh? Okay. Scheinbar können wir das noch nicht wissen. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht finde ich ja hier einen Hinweis. Das kann schon Sinn. So. Kann ich vielleicht das Ziffernblatt angucken? Zeige. Welche Höhe? Ah, guck mal da ist ein Vorsprung. Huh? Hier ragt die Mauer hervor. Scheint 11 Uhr zu sein. Was hat das zu bedeuten? So. Irgendwie anders aus. Ja, weil es gespiegelt ist natürlich. Na klar. Schau mir das ja von innen an. Das Ziffernblatt ist spiegelverkehrt. Und die Zeige. Frag mich, ob das der Zeiger der Uhr ist. Ja, klar ist es das. Okay, jetzt 11 Uhr das Ende. Jetzt gucken wir mal. Da steht auf 14 Uhr, also 2 Uhr. Was ist da? Reinigungsutensilien. Muss wohl überall geputzt werden, auch in einem Raum, der nur eine große Maschine ist. Muss wohl eine elende Arbeit gewesen sein, das Wasser bis hierher zu schleppen. Ja, das stimmt wohl. So. Und hier ist noch ein Vorsprung, ne? So, komm her.
Es scheint 7 Uhr zu sein. 11 Uhr, 7 Uhr. Ding ist halt, es sind halt wie gesagt, es sind wieder 4 Uhr. Guck mal her. Und das hier ist 9 Uhr. What? Warum ragt der Teil der Mauer so hervor? 9 Uhr. Also, ich würde mal einfach behaupten, da ich ja von hier aus nur 3 sehe, würde ich sagen, mach mal hier 2 Uhr, 9 Uhr, was ist das? 6, 7. 2, 9, 7, würde ich sagen, ne? Okay. 2, 9, 7. Du musst No auf... good, huh? Ja, ich habe falscher Knopf gedrückt. 2. Und jetzt den auf 9. Es bestünde auch die Möglichkeit, dass das jetzt 3 ist, weil ich so gespichelt ziehe. Weiß ich aber nicht. Probieren wir es einfach aus. 5, 6, 7. No good, huh? Nix. 2, 9, 7. Ich tue es nur komplett anders da machen. Und du do. Jetzt hat. No good. So die 7 mache und do über die 2. No good, huh? So. Also. Ja, das soll ich mich einfach mal da rauslassen, Mädchen. Ich habe halt gedacht, ne, das müsste die 3 da sind, weil wenn ich hier stehe, kann ich nur links gucken, kann nur rechts gucken und kann da hingucken. Und das da hinten sehe ich schon. Ja. Moment. Ach, das ist die 11. Ich gehe mal da hoch. Nuh-uh. Zack, ich soll erst herausfinden, wie ich die Uhren bewegen kann. Okay. Das Draht? Was macht denn der Draht? Was ist das für ein Kabel? Er ist mit der Decke verbunden. Weiß ich nicht. Yeah. Ja. Dann drück doch mal am Draht. Der dicke Draht aus der Maschine verschwindet an einem Loch in der Decke. So. Ja, es ist halt jetzt die Kacke hier. Ich weiß halt nicht. Oder kann ich auf dem Boden irgendwie was... Oh. Oh. Das da ist Süden. Das da ist Osten. Das da ist Westen. Dann muss das da Norden sein. So. Wie war das wieder? Süden und Norden ist Osten. Oder so. Jetzt pass auf. Süden. Sieht man auf dem Gerät oder irgendwas? Irgendwie Gerät, das die Uhren bewegt. Jetzt hör doch auf. So weit wollte ich doch noch gar nicht. Ich wollte mich doch noch umgucken. Ja, welches wäre halt deutlich einfacher, wenn da irgendwie stehen wird, Süden, Osten, Norden. Ja, was soll ich jetzt tun? Alter, ist gut. Du musst nicht 3 Textboxen vorblenden, aber sonst weiß ich. So. Also, pass auf, wacht. Süden und Norden ist Osten, ist so alles schön und gut, ne? Das Problem an der Sache, also, dass ich das jetzt halt noch weiß. Ich weiß jetzt halt immer noch nicht, wo ich anfangen muss. Pass auf, wacht. Und weil mir das jetzt nämlich so dumm ist. Alter! Alter, du Kack-Spielführung. Okay, zuallererst mal. Normalerweise, wenn du irgendwas anklickst, so wie das hier, musst du A drücken, um das A zu klicken. Das ist so genau das, was mich so kacke nervt, ne? Aber wehe, du gehst bei deiner Uhr, wenn du so A gucken willst, auf A-Knopf. Ne, dann labert sie los. Du kannst dann wiederum gleich mit L und R die Uhrzeit ändern.
So, was ich jetzt machen will, weil mir das Rätsel nämlich zu dumm ist, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe nämlich keinen Bock, hier rum zu probieren. Und deshalb machen wir das hier einfach so. Siehste, holen uns ein paar Tipps. Ich suche nach Hinweisen, nicht nur im Uhrwerk in den Hinweisen, sondern auch im Erdgeschoss. Also, das kann vielleicht sogar ein guter Tipp sein, ne? Guck mal, gehen wir da nur nachgucken. Vielleicht gab es da ja noch. Unten war eine Uhr, ja, aber was hat die gemacht? Welche? Ich hab da jetzt 4 verschiedene Dinge, was die Uhrzeit sind, kennt. Och nö. Wenn ich nur wüsste, wie man das Getriebe in Bewegung setzen kann. Jetzt kann ich da was no gucken. Ey, das ist so eine. Oh. Echt jetzt, ihr Leid. Oh, ich hasse das wie die Pest. Wir waren vorhin an den Tisch gucken. Aber du warst dann so, ja, nee, da gucke ich nicht hin. Braucht man nicht. Jetzt, du musst dann erst hochgehen, musst das Rätsel aktivieren und dann kannst du wieder runterschlappen und no gucken. Das ist doch scheiße. Hopp, mach die Schublade auf, Kollege. Da ist Tagebuch. Oh. Ja, vielleicht steht da etwas mehr über die Maschine. Ja, steht da. Besonderer Mechanismus bewegt die Uhren. Stecke zuerst die 3 Schlüssel in die richtigen Steckplätze. Diese Schlüssel sind schon seit Generationen im Familienbesitz. Drehe anschließend die 3 Schlüssel auf die jeweils richtigen Uhrzeiten. Beachte die Skizzen auf der rechten Seite, während du dich im Uhrwerk umsiehst. I see. So kann ich die Uhren also bewegen. Jetzt. Ah ja, okay. Also, Norde ist Schwert. Dann ist Süde die Rose. Und rechts ist der Mond. Wie kann ich mir das jetzt merken? Ich schreibe mal ins Handy. Weil bis ich nämlich oben bin, habe ich das eh wieder vergessen. Und dann muss ich wieder runterschlappen und dann wäre ich wieder ungemütlich. Und das will keiner. So, pass auf. N ist Schwert. S ist Rose. E ist Mond. So. Aber, ups. Ach nö, komm, geh weg. Ich hab's so gelesen. Hopp ist so gut, Junge. Geh weg. Ja. Ich will mich doch eigentlich hier umgucken. Noch ein bisschen so umgucken, weil ich's kann. Guck mal, da Dokument. No good, huh? Schrift ist klein, kann ich nicht lesen. Das ist eine neue Schrift. Also, die wäre doch so klein. Wie wär's, wenn du mal Brill kaufst, Mädchen? Technische Natur. Was war das da? Roman? Was? Laubhausen. Verstehe nicht. Das ist ein Karton. Kaputte Teile. Ja, da gibt's halt wohl wirklich nichts. Okay. Dann gehen wir halt wieder da Nuff und mache das Rätsel fertig. Das ist jetzt so, ne? Du kriegst so jetzt quasi schon erklärt, was du machen musst. Und dass du halt auf dem Boden die Buchstaben hast, ne? Also, was war das? Süde ist Schwert. S ist Schwert. Was soll man hier machen eigentlich? Achso, ja, jetzt wieder hier, da. Das ist auf 11. Süde ist Schwert ist 11. Was er macht. Schwert schreibt man da jetzt hat 11 hier. 11. So. Nee, stimmt doch gar nicht. Norde ist Schwert. Mann. Und wir gucken gerade Süde. Also, Süde ist Rose, ist 11. Ja. Ach, kommen wir noch rüber. Oste. Oste ist 7. Und Oste ist Mond. Und das war 7. Und Norden ist das da. Norde ist Schwert und war 9. So. Dann haben wir das gelöst. Hoffe ich doch. Jetzt guckt das doch mal an, Mädchen. So, also. Das Schwert war Norde und 9. Ja. Was ist denn jetzt?
Ja, jetzt muss ich mit dem A das Ding wegklicken, aber jetzt auf keinen Fall A klicke jetzt. Weil ich schlabert so wieder los. Mann. Geht es da irgendwie schneller? Nee. Boah, ey, also das nervt halt schon. Was ist denn das? Das ist der Mond. Ui. Mond ist 7. Und dann hätte man hier Rose ist Süde und 11. Oh, komm, mach doch schneller. Alter Schwede, ist das übel. Ist langsam. So. Bestätigen. Aha. Haben wir gelöst. Super. Das macht ja doch ein komischer Quatsch. All right, the clock's working. Alles klar. We Die did Uhr it. läuft. Yeah. Look, it's almost 6. And Ja, when das it stimmt. strikes 6, Und dann muss ich ins Büro Dann what? gehen. Muss ins Büro von Won't deinem the bell Vater gehen. ring? Ach so. Oh, yeah. do you want to watch it ring from up close? Aber Best seats in sicher the doch. house, right? Ich würde mir ehrlich gesagt stark überlegen, ob du neben einer Glocke, die gleich bimmelt, stehen willst. Das ballert da doch die That's Uhren durch, okay. oder? I'll stay down here. Oh, bestimmt war die Schwester oben und ist dann von der Glocke runtergeschubst worden oder so. Scared of heights? No, it's not that. Why don't you go on ahead? Ja, genau. Sure. Wait Dass here du for dann me. runterstürzt durch. Okay. Ich kann mich schon fangen. So, sag mal, wo ist denn jetzt... Ah ja, achso, das Ladedingsbums-Männel, wo dann da rennt. Welche unten rechts im Eck? Ist irgendwie gar nicht da. So. Aha. Keep out. Aha. Siehst du, da war so ein schwarz-gelbes Band von der Polizei oder sowas. Ich glaube wirklich, dass da jemand gestorben ist. Oh, guck mal, da war die Schwester. Die hat ein bisschen gemalt. Pass auf. Jetzt wird es saumäßig laut. Wusstest du eigentlich, dass so eine Kirchenglock gar nicht Bimba macht? Es ist halt einfach... Ja, aha, merkt sie auch, dass das saumäßig laut ist. Du bist ein ganz schlaues Mädchen, bist du. Was? Was? Ist es so laut, dass man es nicht hört, wie sie erzählen, oder was? Ding dong, da ist der Hund. Aber der rennt doch schon länger rum. Der muss doch schon öfters da gewesen sein, der Hund. Jetzt mach und ruf deine Tochter an mit deinem geilen Telefon. Mhm. Siehst du. Okay. Jetzt erinnert er sich an die Schwester. Und dann ist es laut und dann fällt die Schwester runter oder was? Oh, shit. Das Bild hier. Hm? Ist irgendein Tunnel? Was? Jetzt hau doch nicht einfach ab, Kollege. Stehen da oben und dröhnt der Kopf, ne? Ja, guck. Hab ich doch gewusst, dass so Geist war vorhin. Vorhin, ne? Das ist schon 6, 7, 8 over. Folgen her oder so. So, ja. I didn't War think it'd ziemlich be laut, so hä? loud. Ja, bist du auch nicht die hellst? I bet Charlotte heard it too. Ja, I wonder if it helped jog Matthew's memory. aber sowas von. So, jetzt gucken wir uns natürlich hier noch ein bisschen um. Da hat zum Beispiel die Schwester hat da ein bisschen Graffiti gemacht hier. This is... Matthew das gemalt? Also Polizeiauto, guck. Oh, da ist der Teddybär oder so von der Schwester. So, gibt's so noch mehr? Huh?
Hä? So, und jetzt mich interessiert doch eben das Band, ne? Keep out. Klebebandreste. In der Säule kleben Reste von gelbem This Absperrband. Sieht aus wie, das ist Absperrband. So eins, was die Polizei Maybe. benutzt. Hier etwas passiert? Kann man dort durchgehen oder warum klebt es hier? Welche? So, jetzt gucken wir uns mal die Glocke da oben an. Das ist schon eine große Glocke. Ah, da sind wir rauskommen, ja? Okay. Im Moment, man hat weil sind die da hochgeklettert, die Kiddies. Man hat, glaube ich, gesehen, Maybe. wie die Schwester. Ah ja, da, bei der Wand. Zwischen den Säulen stehen große Holzwände. No way. Ich hätte gedacht, dass wir hier nach draußen schauen können. In der Erinnerung hat man gesehen, wie das Kind runtergeguckt hat, die Schwester. Wahrscheinlich waren da die Bretter noch nicht, oder? Oder wie? Das ist Säule. Der Blick auf den See muss von hier oben wirklich wunderschön sein. Schade, dass gerade alles mit Brettern vernagelt ist. Also waren die Bretter nicht normal. Wahrscheinlich haben sie die erste No-Hi gemacht. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt halt wieder runter und gucken mal, was los ist. So, was ich noch sagen wollte, ist, dass Kirchturm oder Kirchglocke, dass die eigentlich, ist so ja nur, also wenn nur eine Glocke drin ist, dass die Glocke nicht Bim-Bam macht. Die macht Bim-Bim. Huh? Na nö. Matthew? Tja, wo ist er hin? Matthew? So, ja, ist welchem Doppler-Effekt, dass das sich wie Bim Bam anhört, weil wenn der Schall halt auf uns zukommt oder irgendwie sowas und dann hört er sich anders da, wie wenn er sich von uns wegbewegt. Ja, also Doppler-Effekt halt. So, ja. Da, hat das Foto gefunden. Da ist sogar die Mutter drauf, guck. What's this? This picture. It's Matthew's family in front of Crusoe Resort. So. Dann, komm, ich gucke mal das Bild an. So, das kann hier nicht benutzt werden. Ein Foto von Matthews Familie, das er im Glockenturm hat liegen lassen. Im Hintergrund erkennt man das Logo von Crusoe Resort. Dann würde ich schon mal sagen, wir hauen jetzt mal ein wenig da nun ab. Also wir gehen mal zurück. Und gehen einfach mal raus. Der ist in irgendeine Gully oder so gerannt. Kann ich... He's gone. Ja. This must mean Dass er sich schon was erinnert hat oder ist er so Angst gekriegt hat, dass er abgehauen ist? he remembered where his dad's office Ach is. so, das kann natürlich Sinn. He must have gone to check it out. I need to go after him. Ja. Dann machen wir das mal. Also hinterher. So, da war irgendein Parkplatz und komische Gullirohre oder sowas. So runde. Ne, Torbogen, was war das nicht? Okay, wir rennen mal. Ah, guck mal da. Die Prinzessin. Wuff. Oh, Princess! Ach, guck mal da. So we meet again. What? Nothing. I should go. Yes. Wuff. Was geht ab? She likes you. She used to be shy around people. Hey, Princess. Have you seen Matthew? No? Okay. How about you, Elizabeth? Have you seen him? I passed him on the covered bridge. The covered bridge? Thanks. Oh, sag bloß, sie entschuldigt sich mal für was. Guess I'll get going.
Sagst du, nee, Hey, warte mal. can I talk to you? Ja, mach. Did something happen? Ja, irgendjemand hat mir mal MP3-Player geklaut. Warst du das vielleicht? My dad is getting married again. Ach so, deswegen ist er so stinkig oder was? Oh, really? To the worst kind of woman. Lass mich rode. Das ist die Arbeitskollegin da. Also, That sounds rough. Sophia heißt die, glaube ich, oder? Oh, Dad. Why'd you have to fall for that drama Ich queen bin gut. Sophia? Hey, wieso konnte ich mir dann deinen Namen merken? Ich kann mir schon keinen Namen merken. Sophia? Right, she was at the cookout. Wait, did she just diss someone for being a drama queen? What's with that look? It's nothing. So you don't like her? I can't stand her. She just seems so sketchy. Sketchy? Like how? It's hard to explain, but Aber? I don't even think she loves my dad. Uh-oh. But he's crazy about her. I was trying to deal with all that when Janet had the idea to enter this contest. I thought it might help me get my mind off things, so I said sure. For the record, I think your band could totally win. No way. Tommy is great on guitar, and Janet's a solid drummer. But my voice is awful. That will kill any chance we might have. I'm not like my mom. My voice is nothing special. That's not true. I've heard you sing. You're amazing. Und jetzt kommt's. Woher hast du mich singen gehört? Wait, you've heard me sing? Jetzt hat sie sich verrot, sicher. Uh, Ja, jetzt brauchst du mal. You're the one who took the music player, aren't you? Yep, ich bin der Langfinger. you knew? Of course. I saw that my music box had been moved. Sorry. But it was a really good song. I loved your vocals. I've been wanting to hear it again. You're a bad liar. Why would I lie about that? To make you feel better? Yeah, I guess not. Tommy and Janet said the same. They think your singing is great. But You've got to stop comparing your voice to your mom's. However much you love her songs, those are hers to sing. And your songs are yours. It's apples and oranges. Ach ja, stimmt, die Amis vergleichen ja Apfel und Orange statt Birne. Ashley, Die, weil sie komisch thanks. sind. Jo, bitte. Bist trotzdem eine Schnalle, blöde. Glad I got that off my chest. So. Jetzt tut sie schon wieder der Hook und chille. Feels good to let Geh it doch mal all out. Matthew hinterher. Well, not everything has to be about you, you know. Das war die richtig, oder? I feel better now that I've talked it out too. We may be the same age, but you're more mature. Ernsthaft, du bist im selben Alter? You think things through and you don't complain. That's not true. I complain so much, just about different things than you. Das kenn ich. Yeah, I know. You're so argumentative too. What? I am not. Was? Ne, stimmt gar nicht. Oh, ho, ho, ho. Ja, ja. So, beste Freundin, alles klar, lass Matthew suchen. Well, I really should go. Ja. Okay. Oh, Dann machen wait. wir. Do you know where Matthew's dad's office is? You mean the Crusoe Resort offices? Yeah. Go through the JC Valley gate, then it's just straight ahead. But the gate may be closed if JC Valley is too. Thanks, Elizabeth. See ya.
Maybe she's right. Ja, vielleicht hat sie recht. Vielleicht ist es dort so. I have my own songs to Ach sing. so. ja, ist mir schon klar, um was es gegangen ist. Okay, wir stehen so rum. Wir müssen also über die Brücke, was aber auch, Clock Tower. Ah ja. Cottage Area. Ich glaube, stimmt, was so wacht. Oh, ist schon wieder zu. Wo ich jetzt halt nicht mehr hin, oder was? Nee, ist schon. So, und dann müssen wir nur rechts gehen. Da war doch das große Tor. Da müssen wir, glaube ich, jetzt halt hingehen. Also, was er macht. Also, da hinten, welche? Da ist ein Tor. Ich weiß halt nicht, ob es. Ah, warte mal, ich habe eine Karte, ne? Ui, die habe ich schon lange nicht aufgerufen, wie man sieht. Ich bin hier. Elizabeth House. JC Valley. Doch, das muss stimmen. So. Dann jumpen wir da mal hin. Lauf schneller! So, wo geht man da hin? Tor. Hinter dem Tor ist eine Straße, ob sie zum nächsten Ort führt. Aber wenn ich mit dem Bus, wenn ich statt mit dem Bus mit dem Auto gekommen wäre, hätte ich hier durchfahren können. Ja, aber das ist nicht das, was ich wissen will. Ich will wissen, ob ich da richtig bin. Scheinbar nicht, ne? Muss ich vielleicht auf die andere Seite rennen? Ja, aber... warte mal, was ist denn da los? Oh, Katze. Hey, Ashley. Hey, Bob. I'm looking for Matthew. Have you seen him? Actually, he just ran right past me. Also doch, Turned the corner Donna. off towards Charlotte's house. Got it. Thanks. Also er ist zu Charlottes Haus gerannt. Das wäre dann quasi hier. So. Jetzt so. Der kennt wahrscheinlich eine Abkürzung oder so. Und das wäre die komische Wasserrohre. Da, aber so, warte mal. So. Warte. Da. Da Brücke. Weißt du, das war schon die ganze Zeit kaputt. So, wie ist denn der denn hintergekommen? Alte Butzelesser. Charlotte. Oh, Ashley. You got the clock going again, didn't you? Ja. It was wonderful to hear the bell chiming. Did Matthew remember anything else? Yeah, he remembered a little about Kelly and his dad. But he disappeared once the ringing started. Oh dear. I think he may have gone to the old Crusoe resort offices. I'm trying to catch up to him, but the gate's closed. Oh, well, you should use the shortcut under the bridge. There's a large pipe under there that isn't used anymore. The kids used it to get to Michael's office all the time. Thanks, Charlotte. Also, ja, Dankeschön. Habe ich aber gerade selber gemerkt. Aber trotzdem danke. Kann ich jetzt da nun Brücke. Huh. I don't think this was broken the last time I was here. Doch. Does this rope go all the way down? I wonder if Matthew used this to get through. I'll just So, auf. hang on tight and hope for the best. Aber sowas von. Das gibt nichts. Hätte ich vielleicht besser drum herum gucken sollen, oder? Es war so klar. Bumm. Bist du doof. Ow! Well, that was more dangerous than it needed to be. Ja.
So, egal. Ab ins Rohr. Hopp, nennen wir dir. Wow. Großes Kanalisationsrohr. Oh, Ich kann am anderen Ende Licht sehen. Oh, sie sieht Licht am Ende des Tunnels. Wahnsinn, vielleicht kann ich hier durch. Alright. Also gut, los geht's. Dann gehen wir durchs Rohr. So. Jetzt im Ernst, da war doch bei so größere Speicherdinger war doch da immer unten rechts so Männel da, wo dann gerannt ist. So Ashley-Männel. Schöne Landung übrigens. Ah ja, das haben wir auch gesiegt, hat Parkplätze. Also in this der Erinnerung. is... So, das Gelände von JC Valley. So schafft man Papa? Oder wie? Ah, guck mal da. This is the building from the photo. This must be the Crusoe Resort offices. Now to try and find Matthew. Ich gucke mich jetzt erst mal so ein bisschen. Ne? Tja, das sollte ich lieber nicht weitergehen. Durch dieses Regal hindurchzugehen wäre vermutlich viel zu gefährlich. Ah ja, guck, da eben geht's weiter. Aber ich will jetzt so, da ist so ein Tier, ne? Dann tun wir die mal benutzen. Okay. Dann gucken wir halt nicht hin. Da siehst du, da ist der Ladevorgang, da unten. Seltsam. Main Office. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hey Matze, alles klar? Matthew! I've been looking all over for you. Oh, Ashley, you found me. I'm sorry I ran off. I remembered the way to my dad's office. It came back to me when I heard the bell. I think we'll be able to find something here. It's all right, Matthew. I'll help you look. Oh, right. Here you go. Was gibt's? Schnitzel? My dad's briefcase. Ach so. Thanks for grabbing it. Now, let's take a look around. Okay. Dann fangen wir mal an. Ich gucke jetzt echt mal da vorne das Bild an. Handgemälde. This poster. Is Ja. this what the resort was going to look like? Yeah, it is. And this was my dad's vision for Lake Juliet. Schublade. Schublade ist leer. Machen wir hier. Kaputtes Fenster. Ich habe gehört, dass Gebäude verfallen, sobald sie nicht mehr genutzt werden. Vielleicht ist da wirklich was dran. Aber es ist schon verrückt, dass es in 5 Jahren so stark verfällt. Ja, ich glaube halt eher, dass so die andere gemotzt dran, der Rollcontainer. Ist leer. Nichts drin, was uns weiterhelfen könnte. Kisten sind alle fest verschlossen. Da müssen wichtige Dokumente drin sein. Ja, da guckt doch mal hin. Was haben wir dann hier? Ein Matthew. Ja, ich gucke schon. Dokumentenkiste. Geschichte. Ich frage mich, ob dieser talentierte Uhrmacher der Mann von Charlotte war. Oh, ist ein Bildschirm. Oh, Zeitungsartikel. Oh, Okay. Dann machen wir Matthew, auch check out this photo in the paper. It's Sunglasses Guy. Widerstand gegen Crusoe Bauprojekt von Greg Davis. Sorry. Anwohner haben sich zusammengetan, um gegen den Bau einer Ferienanlage am Lake Juliet zu protestieren. Crusoe Resort, das vor 2 Jahren unter dem Motto Harmonie zwischen Mensch und Natur gegründet wurde, will den Ausbau des Resorts vorantreiben. In letzter Zeit häufen sich jedoch die Beschwerden, dass das Wasser anders schmecke und es keine Fische mehr im See gäbe. Die Anwohner legen dies dem Ausbau des Resorts zur Last und verlangen daher einen Baustopp. Nichtsdestotrotz gibt es bis dato keinerlei Beweise, dass der Bau zur Zerstörung der Natur oder der Verschmutzung des Sees geführt hat. Crusoe Resort behauptet hingegen, dass ein unbekannter Schadstoff, der bei einer unabhängigen Untersuchung gefunden wurde,
für die Verschmutzung verantwortlich sei. Diese Angelegenheit muss weiter beobachtet werden. It says here the pollution may be from an unknown contaminant. So that guy's a reporter. I knew John Smith was a fake name. He's really Greg Davis. Greg Davis? Greg Davis. I found this. File Storage. We can look around a little more with that. Ah, ja. Yeah. Ja. Archivschlüssel. Ich will mir noch den Bildschirm angucken, aber der ist halt kaputt, aber Rissen in den Bildschirm ist ziemlich fies. Was dem Schreibtisch gefallen ist. Es bringt nichts, es bringt wahrscheinlich nichts, etwas, das so kaputt ist, noch zu reparieren. Oh, Moment, schwarzes Brett. Die Schrift aus den Dokumenten ist so verblasst, dass ich sie kaum lesen kann. Aber das Datum kann ich erkennen. Scheinbar sind die von vor 5 Jahren. Ach, mach Sache. What? Die Tür des Spinns ist verbolzt, ist so verzogen, dass man sie nicht mehr zumachen kann. Ja, was sieht's denn da hinten aus? Ey? Alter Falter, Gerümpel. Oh nö. So viel Krempel, da komme ich nicht durch. Da ist ein Matthew. So, das ist, guck mal da, das ist der Lagerraum. Also, hier ist verschlossen. Ja, ja. Pass auf. Wie mal Wahl deine Schlüssel hier It's benutzen. open now. Unglaublich, ja? Also, nimm die mit. So. So was this geht is ab? the file room? Ja, das ist Archiv. So sieht's I aus. hope we can find some info about my dad in here. Huh. Spind mit Aufklebern, Lichtschalter, da so Briefregal oder so. Sieht aus, als ob da mal was in dem Regal war. Ach, mach Sachen. Ich schätze, sie haben alles mitgenommen, als die Firma zugemacht hat. Schrank an mitgenommen. Kartons. Ein kaputtes Fenster. Auch nichts Interessantes. Da ist ein Spind. Ah, guck mal da. Oh, guck mal da. Das kenne ich. Der Aufkleber. These stickers are kind of cute. Fünf Sterne Aufkleber hier. Soll ein Haas sein. Ah, okay. So, jetzt haben wir hier Zahl, Schloss. Aber. Oh, haben wir nicht schon eins gehabt? This is the only locker with a lock. Huh. And that's my dad's. No way, really? Yeah, I remember. Kelly put these stickers here. There's gotta be something inside. Ja, aber ich But habe it's keine Nummer. locked. Ja. Oh, What's up? I thought so. It's a sticker of Kelly's bunny. Oh, I wonder. ach, der hat schon immer so verletztes Bell Let me gehabt. see that. Was, Sure. Was? Ach. Fällt da jetzt auch gerade der Reißverschluss auf. Was ist denn hier? Umdrehen. Rückseite. Etikett. Ah, Auf dem Etikett steht Pinky Rabbit. Ist das eine neue Pinky Rabbit Serie? Ah, guck mal da. 0410. Hier steht etwas. 0410. Zahlen. Ich tu nochmal drehe. Ich will jetzt wirklich an den Reißverschluss so dran. huh. Ups, fast hätte ich kaputt gemacht. Der Reißverschluss ist wohl nur Dekoration. Ah, tatsächlich. Nicht süß, aber auch irgendwie gruselig. 0410. So, dann machen wir das genauso. Ja. Jetzt. Och, Mate, stell dich doch nicht blöder dran, wie ich bin. Ah, All right. ja.
0. Einer Strom. 4. 1, 0. Das war's schon. So. Hast reingelöst. Oh, ey, Brief drin? Was ist das da unten? Oh, Huh. Michael? Huh? Hä, wer kann denn das denn hingemacht? Michael war doch der Vater von. Schauen wir mal, was drin steht. What? Mein geliebter Michael. Michael. Ich würde dir all dies am liebsten persönlich sagen, aber leider haben wir keine Zeit, alles ausführlich zu besprechen. Ist das nicht die Olivia? Es ist viel geschehen und ich verstehe, dass es viel zu verarbeiten ist. Ich weiß auch, dass du sehr damit beschäftigt bist, den guten Ruf von Crusoe Resort wiederherzustellen, aber ich bitte dich inständigst. Kümmere dich in erster Linie um Matthew. Er hat ein furchtbares Trauma erlitten. Er kann sich nicht mal daran erinnern, was an dem Tag geschehen ist, als Kelly starb. Wusste ich's doch. Meine Tage sind gezählt, das weiß ich. Deswegen möchte ich, dass ihr zwei euch gegenseitig unterstützt, wenn ich nicht mehr bin. Als Familie. Auch wenn ich dir das alles nicht selbst sagen kann, hoffe ich, dass du es trotzdem genauso aufnimmst. Das ist meine einzige Bitte, Emily. Matthew, this is... It's a letter from my mom. It's to my dad. what she wrote. Is it true? Kelly. Oh Mann, der wird ganz rot. Are you alright? I remember. What happened? The weather was so nice that day. So I told Kelly, let's go up to the clock tower. The breeze is great up there. And the lake looks awesome. But once we were up there, Kelly tried to climb even higher. I told her to stop. It's dangerous. But then, Dann hat die Glocke gebimmelt und die Kelly ist runtergestürzt vor lauter Schreck. it started ringing. And Kelly, the sound scared her. I was scared to remember Kelly. And what happened? That day, Kelly's accident, I forgot it all. Matthew, that wasn't your fault. I need to tell Kelly I'm sorry. I couldn't save her. It wasn't your fault, Matthew. Kelly? Is it really you? I ran away once you and Mom were gone. I just didn't know what to do. I couldn't help Dad. I'm sorry, Kelly. I failed as a brother.
Kelly. I'm glad I got to say I'm sorry. I think I'll be okay now. Thank you. Come on, Kelly. It's time to go. Mom? Matthew, I'm sorry I can't be there with you. Kelly! Mom. It's okay. No more tears. That's what my mom said. Matthew. It's okay to cry when you're hurting. Are you all right? Yeah. I'm good. Hi there. I guess my warning to stay out of it fell on deaf ears, huh? Hat der nicht schwarze Haare gehabt und Bart? It's Sunglasses Guy! Das ist doch bestimmt sein Vater, oder nicht? Nee, kann gar nicht sein. Das ist Davis irgendwas. Well done, Matthew. Huh? I take it you still don't remember me? Also doch der Vater. Schlag safe, ey. Geht denn hier ab? Greg. Greg? Greg Davis? What? You know this guy? Yeah. Allow me to introduce myself. For real this time. My name is Greg Davis. I'm a reporter. I was listening in from the hallway. You helped Matthew regain his memories of Kelly. Thanks, Ashley. Did you know all along that he couldn't remember? And what happened at the clock tower 5 years ago? I did. As well as why Matthew lost his memory in the first place. I'm from Lake Juliet. That's why Michael and I became friends. We go way Der kommt back. aus dem Wasser gekrochen, oder was? Ja, okay. And I met Matthew about 5 years ago. Okay. So that's why I didn't remember you. Kelly's death was such a tragedy. The shock resulted in Matthew's dissociative amnesia. He completely lost his memories from around that time. You should have just told me. I thought you were a bad guy. Had I told you, you would have remembered all the pain too. Ja, das ist doch jetzt aber, also... I wanted to spare you that. Ah, So you had me pass your warning on to Matthew, instead of telling him yourself. I never believed you were a secret agent, by the way. Ach, You wrote the article about the pollution, right? I did, but I never meant for Crusoe Resort to take the blame. I only wanted to shine a light on a problem in my hometown.
But in the end, that article, it pushed my friend's company to ruin. But now I'm close to learning the true cause of the pollution. All I need is Michael's notes. My dad's notes. He left them in his locker, right? Okay, was so macht. Der hat also die Notizen, die der unbedingt braucht, in seinem Spind gehabt. Und der Spind war gesichert. Mit einem Zahlenschloss mit 4 Zahlen. Und der Kerl hat gewusst, wo es ist. Aber ein Zahlenschloss mit 4 Zahlen ist, so wie jeder weiß, unknackbar. Das kriege ich in 100 Jahren nicht raus. Alter Falter hier. Okay. Ashley. Was gibt's? Weit was im Spind. Ja. Guck. Was soll ich denn jetzt halt machen? Guck, da ist noch Karte. Karton. Auf dem unteren Regalbrett steht eine Kiste mit Dokumenten. What's this? Was ist das? Das Problem der Verschmutzung des Lake Juliet und die Verbindung zu JC Valley. Das Projekt Crusoe Resort war dazu gedacht, die natürliche Schönheit von Lake Juliet zu nutzen. Wir haben niemals jegliche Form von Umweltzerstörung geplant noch genehmigt. Nichtsdestotrotz wurde Crusoe Resort die Verschmutzung des Seewassers vorgeworfen. Unsere Firma ist deswegen nun bankrott. Da ich dies nicht einfach so hinnehmen kann, habe ich mich mit den wenigen noch übrigen Mitarbeitern zusammengetan. Das Ergebnis unserer unabhängigen Nachforschungen, wo sind denn das unabhängige Nachforschungen, wann du mit deiner eigenen Leid nachforschen tust, aber ich weiß, was du meinst, lautet, dass die Quelle der Verschmutzung JC Valley ist. Dieses Dokument enthält die detaillierten Aufzeichnungen unserer Untersuchungen von Lake Juliet, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Michael Whoa. Crusoe. It says that JC Valley is responsible for the pollution. Those are Michael's notes. I finally have them. Du bist so doof. Junge, echt jetzt, wenn du nicht nur... ja, hopp, komm. Does it have any Er ist nicht so information der about my Panzerknacker dad? hier. It does. If I can reach out to my JC Valley informant, maybe Der I can Informant finally von learn the JC truth about the Valley pollution. ist höchstwahrscheinlich der Vater von der Ashley. I'm so close to fulfilling my promise to Michael. Komm, machen wir erstmal das Versprechen. What did you promise Matthew's dad? Michael and I made a promise to each other 5 years ago. I told him I'd discover the source of the pollution. He told me he'd reestablish his company. Your father didn't want to face you until he had earned back what he had lost. Oh. Ist das der Grund, warum er nicht da ist oder angeblich hier abgehauen ist oder nicht abgehauen, gekidnappt wurde oder sowas? Oh, es ist an der Haare beigezogen. Also, so, I mean, ja. Clearly, to have left you after Ja, you'd das ist already schon lost was, so ja. much. Ja, das But ist schon now- was, ne? Michael is Ja, was ist er? He's what? Where's my dad? Tell me, please. Just tell him, Greg. Matthew deserves to know. Ja, echt, hey. So. Michael is in the hospital. Warum? Was hat er da ein paar Problemchen? He worked tirelessly, saving up money to reunite with you. Okay. But there was an accident at his work site. He's in a coma. Okay, das erklärt halt wirklich einiges. Okay, dann ist es so in Ordnung, ne? No, it can't be true. Oh, jetzt ist er gerade ausgewacht auf dem Koma. Pass auf. Speaking. Am Apparillo. Really? Er ist etwa aufgewacht. Understood. Ja, geil. Verstanden. I'll head out right away. Ja, guck mal, er lacht. Da freut er sich. So, Matthew, do you believe in miracles? It would seem your father has woken up. Ja. That's great, Matthew. Your mom and Kelly must have been looking out for him. Yeah. I want to go to the hospital right now.
Nee, das geht nicht. Ich muss erst noch wissen, wer der Informant im JC Valley ist. Of course. I'll take you. Siehste? You're JC Valley informant. Do you mean Ian? Ian? You Warum talked to him on Ian? the phone earlier, right? Ach so. Oh, crap. You heard that? Ernsthaft? Ian ist es? Ich hätte jetzt gedacht, es ist mein I was Vater. trying to snag an inside source and wound up with him. He should be coming through with some key intel soon. Listen, this info on Ian is strictly confidential. Got it? If Dr. Robbins were to find out... Don't worry, I won't tell anyone. Not even my dad. Ach, wer ist der Geil, dass I er die appreciate Tochter that. ist? Achso, doch. Hoppala. So, also. Der Matze fährt jetzt zu seinem Vater ins Krankenhaus. Oder wie sehe ich die Sache? Was ist denn da über? Da ist so Mauer, ne? Und da ist ein Loch in der Mauer. Was ist denn da? Warum ist denn da ein Loch? Ja, die gehen jetzt, glaube ich, mehr oder weniger genau drauf zu. Können wir mal gucken, warum, ne? Look out for Matthew, Greg. Okay. Ja, das Loch habe I'll ich keep him gemeint. safe. Thank you, Ashley. I owe you so much. You don't have to thank me. I know just how you feel. See you Ist es later? jetzt- Oh, wait. Take this. Ja, das Foto, wo er verloren hat, gell? My An der watch. Uhr. Ach, aber die noch nicht zurückgibt. Picked it up Schlagsäfe. off the ground. My dad gave it to me. I thought I lost it. Yeah, I know. I saw what it says on the back. To my dear son, Matthew. You should go. Ja, mach dich ab, You have hey. a lot Echt of jetzt. catching up to do. All right. Oh, sorry, ja, genau. Und tschüss. Ja, das ist jetzt aber nicht das Ende vom Spiel, oder? Also zumindest müssen wir noch wissen, wie das mit dem Konzert abgeht Good luck, Matthew. und was mit JC Valley los ist. Warum und überhaupt, ne? Mit meiner Mutter sind wir auch nicht wirklich weiterkommen. Ashley, Wo kommt denn der jetzt her? Warum ist das ein digitales Ryan? Abbild von irgendwas? Ich meine, ich habe immer schon gedacht, dass der irgendwie so komischer Gespenst ist oder was. Aber weil das noch so komisch geräuscht hat. Dr. Robbins asked me to find you. Okay, alles klar. Really? Why? He became worried when you didn't answer the phone in his cottage. Oh, right. There's something he wishes to talk to you about. Dr. Robbins is in the lab. You should go see him. I've got a few things I want to ask him too. Thanks. Well then, shall we go? So, aller gut ihr Leid. Das war's für heute. Ja, ey, du Creep, hör mal auf, mich so komisch anzugucken. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ja. Okay. Ihr Leid, das war's. Was so macht. Wir machen das anders ab. So, ihr Leid, ihr könnt abschalten. Außer, bum. Ihr wollt jetzt hören, wie ich da einen Haufen 10 Minuten irgendwie Leid vorlese. Was so macht Chad Fitzgerald. Chad war der Direktor von MJ Labs, dem Vorgänger von JC Valley. Scheinbar hat er dort etwas namens EC-Projekt gestartet, zusammen mit Rex, Mama und Papa, die gerade erst die Uni absolviert hatten. Also kennt er sich schon alles seit langem. Was er jetzt wohl macht? Ist er immer noch bei JC Valley? Weiß ich nicht. So, dann gucken wir mal, wer hat denn da was Neues gekriegt? Ian. Ian ist ein weiterer Wissenschaftler, der mit Papa zusammenarbeitet. Jedenfalls dachte ich das.
Dieser Typ, der sich als Spezialagent ausgibt, hat am Telefon mit jemandem namens Ian geredet. Die haben sich über Papa und Chasey Valley unterhalten, sozusagen. Also habe ich keine Zweifel daran, dass das genau derselbe Ian war. Soweit ich es verstanden habe, gibt es eine Verbindung zwischen Ian und John. Sie arbeiten beide an einer Untersuchung des Vorfalls bei Crusoe Resort und Chasey Valley. Wer sind diese Typen? So, dann gehen wir hier mal die Rex angucken. Der Direktor von Chasey Valley und Vater von Elizabeth. Johnny und Janet haben mich zu Elizabeths Haus mitgenommen, wo sie mit ihr sprechen wollten, aber das war ein absolutes Desaster. Am Ende hat sie uns rausgeworfen, als Rex gerade kam, um zu sehen, was los ist. Tut mir leid, Rex, dass wir so einen Aufruf veranstaltet haben. Aber Janet hat wohl recht damit, dass Rex auch nicht besser weiß, was man in Bezug auf Elizabeth tun sollte. Als ich Rex gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, wie Mama mit ihm gesprochen hat. Keine Ahnung worüber. Damals muss ich noch sehr klein gewesen sein, aber Rex streitet es ab. Aber warum erinnere ich mich dann an ihn? Ich bin mir so sicher, dass er es war. Wir haben uns ein wenig unterhalten, aber er hat nichts weiter über Mama gesagt. Alter, was habe ich denn für Probleme mit Mama? Jessica hat bei Papa angerufen und ich bin rangegangen und habe mit ihr gesprochen. Sie hat gefragt, ob ich Spaß habe. Ich habe darüber bisher gar nicht nachgedacht, weil ich so damit beschäftigt bin, Michael zu finden und oft Flashbacks an Mama habe. Ich habe sie dann angelogen. Aber ich werde ihr die Wahrheit sagen, wenn ich Zeit habe. Ich hatte keine dringende Nachricht für Papa, aber ich werde ihr sagen, dass sie angerufen hat, ihm sagen, so, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Dann, guck mal, das bin ich. Matthew war nicht im Haus meines Vaters. Ich habe ihn Tee trinken im Haus von Charlotte Graham gefunden. Er hat wohl im Koffer ein Bild gefunden, das für ihn darauf hindeutete, dass es eine Verbindung zwischen Charlotte und John gibt. Also ist er aufgebrochen, um dem auf den Grund zu gehen. Eine Verbindung hat er aber nicht gefunden. Hey, da haben wir ziemlich viel noch nicht gelesen. Ganz schön unhöflich von ihm, mich einfach alleine zu lassen. Ach nö, hast du ja vorher auch gemacht. Aber ich habe ihn ja auch, okay, eine ganze Weile allein gelassen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn gefunden habe. Wer weiß, welche Rucksäcke er noch stiehlt, wenn er alleine ist. Auf der Suche nach Matthew habe ich Bob getroffen. Ich habe von ihm viel über Charlotte und ein wenig über den Glockenturm erfahren. Er hat mir aber auch nicht gesagt, was vor 5 Jahren passiert ist. Was verbergen er und Dan? So, wir brauchen 3 Schlüssel, um den Glockenturm zu untersuchen. Der Schwertschlüssel habe ich im Schuppen neben dem Charlottes Haus gefunden und den Blumenschlüssel in dem Brief von Olivia. Den Mondschlüssel, also nicht Olivia, sondern das war Kacke, den nicht zu kriegen. Ja, egal. Den Mondschlüssel haben wir von Charlotte selbst bekommen. Wir sollen den Turm jetzt betreten können. Wenn Matthew nervös wird, wiederhole ich einfach die magischen Worte, obwohl es schwer sein kann, sich der Wahrheit zu stellen. Ist es am Ende besser so? So, Sayoko, meine Mama. Als ich Elizabeths Vater Rex in ihrem Haus getroffen habe, habe ich mich plötzlich daran erinnert, wie Mama mit ihm gesprochen hat. Habe ich Rex schon vor 13 Jahren getroffen, als ich das erste Mal hier war? Rex verneint das, aber er scheint Mama zu kennen. Wurde es vielleicht ihn am Glockenturm treffen? In meiner Erinnerung sah Mama besorgt aus und wirkte traurig, sie so zu sehen. Rex wirkte traurig, sie so zu sehen. Es lag viel Spannung in der Luft. Worüber haben sie damals gesprochen? So, dann gehen wir noch ein bisschen die Charlotte angucken. Die ältere Dame, deren Familie schon seit Generationen am Lake Juliet lebt. Sie weiß viel über diese Gegend. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, hatte ich Angst vor ihr, weil sie wütend auf uns war. Aber eigentlich ist sie gar nicht so furchteinflößend. Sie hat Matthew und mich zu sich eingeladen und uns köstlichen, selbstgemachten Tee serviert. Sie hat uns erzählt, wie das mit der Wasserverschmutzung vor 5 Jahren war. Zuerst waren alle Anwohner für den Bau des Resorts. Aber als der Artikel über die Verschmutzung veröffentlicht wurde, war es, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre und alle waren absolut dagegen. Es war fast, als wären sie alle von jemand anderem kontrolliert worden, um sich über Nacht gegen das Resort zu stellen. Der Name Crusoe Resort tauchte im Artikel nicht mal auf. Wie also wurde Matthews Vater dann zur Zielscheibe? Matthew will in den Glockenturm. Also haben wir Charlotte gefragt, ob sie uns hineinlässt. Die 3 Schlüssel, von denen sie uns erzählt hat, haben wir gefunden, also können wir jetzt rein. Wir waren da schon im Turm. Da hätten wir hier noch den Robin. Der ist der verstorbene Ehemann, der hat 3 Schlüssel gehabt, bla bla bla. Ja, das war eine raffinierte Idee, den Schlüssel so zu verstecken. Ganzes Rätsel in der Zeige an einer Uhr. Wer so etwas erfinden kann, muss wirklich begabt sein, bla bla bla. Ich habe gar keine Lust mehr zu lesen. Olivia, Charlottes Tochter.
Ja, die hat man, das hat man glaube ich sogar schon gelesen. Sie hat seltsame Holzkiste, Gewächshaus, die war kacke, haben wir gekriegt, danke. Der Gilbert war der Fotograf, das haben wir auch schon gelesen, zum Großteil. So. Dann haben wir hier den Dan, was gibt's denn da Neues? Jeder hier kennt Matthew. Schließlich ist er der Sohn vom Präsidenten von Crusoe Resort, der angeblich den See verschmutzt hat. Zumindest denkt Elizabeth das. Deswegen kennt auch Dan ihn und vielleicht hält er das für den Grund, weshalb Matthew weggelaufen ist. Aber sie irren sich. Wie alle. Matthew und ich haben herausgefunden, dass es keinen Zusammenhang zwischen Crusoe Resort und der Verschmutzung gibt. Ich wünschte, ich könnte Dan erzählen, was wir herausgefunden haben, aber ich kann ihm nicht verraten, dass Matthew bei mir ist, also muss das erstmal ein Geheimnis bleiben. Jesus, nächstes altes Dingens. Guck mal doch, die Prinzessin. Hündin. Ja, die wollte die Elizabeth sehen. So. Dann machen wir hier mal die Babbe. Ja, in Bobs Restaurant hängt ein Bild von Papa an der Wand, auf dem er einen Fisch hält, den er gefangen hat und breit grinst. Ich dachte, er arbeitet immer nur. Es war schön, ihn so glücklich zu sehen. So. Der Greg. Das ist der shady Guy, der schattige Typ. Ja, der ist gar nicht so schattig. Das ist ein alter Kollege vom Hammer gerade, weil das lese ich jetzt halt nicht. Michael ist der Vater vom Matthew. Und er wacht gerade aus dem Koma. Die Emily ist die Mutter von Matthew. Die freut sich gerade. Dann hätten wir hier noch die Schwester von Matthew. Im Keller des alten Hauses hing ein Foto von Matthews Familie, auf dem ein süßes kleines Mädchen mit denselben blauen Augen wie Matthew zu sehen ist. Auf dem Bild hat sie ihren Stoffhasen in der Hand. Sie heißt Kelly. Wenn sie den Hasen so sehr geliebt hat, warum war er dann im Koffer ihres Vaters? Ja. Kelly ist irgendwo weit weg und Matthew hat sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Sie kann ihren großen Bruder nicht umarmen und fühlt sich bestimmt genauso einsam wie ihr. Das ist halt alles noch, ne? Das ist so erst mit dem nächsten Kapitel, wo dann das, was im Kapitel passiert ist, was man bis jetzt erlebt hat, wo das dann da übernommen wird. So. Also eigentlich ist es dumm, dass man das am Schluss lässt. Ja, so. Bob. Hallo, Bob. Was ist vor 5 Jahren im Glockenturm passiert? Was war so traurig, dass nach all der Zeit immer noch keiner drüber reden will? Scheint für so ziemlich jeden ein Wunderpunkt zu sein. So, jetzt haben wir quasi alles entrotpunktet. Und jetzt sind wir doch noch lange nicht fertig. Hätten wir noch den Tommy. So. Geil. Tommy scheint echt ahnungslos zu sein und Elizabeth Gefühle für ihn nicht zu bemerken. Er ist auch nicht sonderlich diplomatisch, von daher, ich hoffe einfach mal, dass alles gut wird. So, ja. Keyboarderin, Sängerin. Ausgezogen, als er noch ein Kind war. Ja, ist gar nicht so verwöhnt, hat einen Music Player gefunden. Warum hat sie dann die versteckt? Das ist eigentlich eine gute Frage. Warum hat die eigentlich den Music Player versteckt? Keine Ahnung. Hätten wir die Janet. Die Luftschlagzeugerin. Also ja. So. Ja, das war jetzt die mini-kurze Zusammenfassung hier. Ich habe jetzt irgendwie 2 Kapitel nichts gelesen oder so. Und oh komm, das ist jetzt ne? So, dann soll es das auch gewesen sein. Wer bis hierher noch dran geblieben ist, ja, Schäfer-Eich. Hat jetzt noch ein bisschen Infos gekriegt, die da sowieso schon gerade Wahnsinn. Morgen machen wir weiter und ich glaube so langsam, also wir haben das Mysterium ums Verschwinden vom Matthew seinem Vater gelöst. Ich glaube, so langsam kennt das Spiel jetzt auch richtig gescheit ins Rolle kommen. Also es fühlt sich irgendwie immer noch so wie das Vorgeplänkel an. Aber mir spielt es eigentlich schon ewig. Naja, wir werden sie. Hopp ihr Leid, bis morgen und tschüss.